Kompetent lieben ist das Thema der heutigen Predigt. Und das ist ein Thema, das absolut wichtig ist und sehr, sehr vernachlässigt wird. Wenn irgendwo was mit der Liebe schief geht, besonders unter uns Christinnen und Christen, ich muss das drehen, weil die Schrift ist auch so und das wackelt sonst zu stark, dann sagen wir, das war halt zu wenig Liebe. Wir müssen mehr lieben. Aber da fehlt etwas. Liebe ist eine Kunst. Die Kunst zu lieben ist eine ganz große Kunst. Und in der Bibel spielt das eine ganz große Rolle. Und die Bibel will uns unter anderem auch die Kunst lehren, kompetent zu lieben. Man kann die ganze Bibel durchlesen mit dieser Frage, was sagt sie mir zum kompetent lieben? Und wenn es um kompetent lieben geht, dann geht schon mal etwas nicht. Der Perfektionismus. Ich will es ganz richtig machen, weil dafür ist kompetent lieben viel zu schwierig, so dass es nicht mit Perfektionismus geht. Ich kann das an einem Beispiel erklären. Wir beten im Vater unser immer und immer wieder, Herr, dein Wille geschehe. Im Alten Testament gibt es unter anderem zwei, die ganz berühmt sind, auch für ihren Liebeseinsatz. Das erste ist der Abraham und dann hat Gott gesagt, der Abraham ist so ein Freund von mir, ich will dem sagen, was ich in Zukunft machen werde. Ich werde Sodom und Gomorra zerstören. Und Abraham hat das Vaterunser gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Nein, das hat er nicht gemacht, sondern er hat angefangen, wie ein Händler auf dem arabischen Markt zu feilschen mit Gott. Gott, aber es könnten 50 sein. Und willst du eine Stadt mit 50 Gerechten zerstören, auch wenn die anderen gottlos sind? Gott, nee, ja, also gut, nee, nicht. Es könnten 45 sein, es könnten 40 sein. Er hat Gott runtergehandelt bis auf 10. Und Mose, der dann das Volk durch die Wüste geführt hat, und das Volk hat Gott immer wieder genervt. Und einmal nervt es Gott so, dass Gott dem Mose sagt, es nervt mich, ich bringe dieses Volk um. Und ich werde aus dir ein neues Volk machen. Und Mose in dem Moment hat er auch nichts so gesagt, wie es im Vaterunser steht, Herr, dein Wille geschehe, sondern er hat Nein gesagt zu Gott. Das ist allerdings jetzt schon ganz hohe Schule der Liebeskompetenz, hat gesagt, wenn du das machst, kannst du mich gleich mit umbringen. Hat sich selber so eingesetzt für ihn. Und dann kommen wir schon zu dieser Frage, die immer und immer wieder durch die Gesellschaft geistert und alle denken, es ist klar, was die Antwort dafür ist. Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, einen Moment. Ich brauche 2 Freiwillige, eine oder einer weiß davon. Diese Person spielt danke vielmals, halt. Einfach bis hier zuerst. Wie heißt du? Doris. Doris spielt so jemand Außenstehenden, der erst so gerade frisch in die Gemeinde kommt und wir kennen sie alle noch nicht so richtig. Und dann brauche ich jemanden, der ist nicht eingeweiht. Ich habe gedacht, der Herbert Kumbarski ist ideal. Herbert, bist du da? Da ist er, ja. Und du kannst gerne dich hier hinstellen. Das ist alles nicht gefaked. Er weiß es nicht. Und Herbert, du musst nur dich selber spielen.
Und eigentlich, es sollte so rauskommen, dass es nur für einen einzigen peinlich wird und das ist für mich. Aber das gucken wir jetzt, ob ich das schaffe. Und sonst reden wir dann danach darüber. Also gut, und jetzt bitte ich euch gemeinsam auf die Bühne zu kommen. Ich möchte euch begrüßen. Ja. Hey Herbert! Hey, super, dass ich dich sehe. Herbert, jetzt kommt mir in den Sinn, du hast mir im Sommer eine Mail geschrieben und ich habe nie geantwortet, ich habe es ganz vergessen, das tut mir leid. Aber es freut mich so, du bist so ein alter Freund und jetzt, dass ich hier sein darf und dich sehen darf und ja, also ist ganz super und wow, komm. Warte, ich komme nachher zu Doris, ja. Ja, das ist alles gut. Aber zuerst möchte ich dir einen Platz anbieten und so und kannst du da mal Platz nehmen, ja? Ja? Sehr schön. Ja. Herbert, weißt du, also etwas, was ich finde ja so, ein Moment, ich bin da noch mit Herbert dran. Weißt du, etwas, was ich... Ja, ein Moment. Wisst ihr, was mich an Herbert auch so fasziniert? So ein toller Christ. Und du verstehst auch etwas von großen Zahlen, von großen Geldzahlen. Finde ich absolut faszinierend. Herbert, es freut mich, dass du hier bist und dir einen Ehrenplatz. Ja, Doris, nee, ja. Ich wollte sie jetzt begrüßen und Doris, ich habe eigentlich einen anderen Platz für dich. Du könntest dich gern hinter Herbert stellen. Aber wenn das nicht geht, dann kannst du dich auch gerne hierher setzen. Also, dann darfst du jetzt entweder von der Bühne runter oder hier sitzen bleiben. Ich mache mit der Predigt weiter. Danke vielmals und ein Applaus. Ja. Ja. Also, macht euch mal so eure Gedanken. Kann denn Liebe Sünde sein? Ich möchte aber jetzt alle einbeziehen und euch ein Rätsel geben. Wie nennen wir das im Deutschen, in unserer Sprache? Wie nennen wir das? Wir geben jemandem eine Gabe, die er nicht verdient hat. Wie nennen wir das? Gnade, Güte, super, alles richtige Antworten. Geschenk. Eine Möglichkeit fehlt mir noch. Vorschusslorbeeren, super, also super kreativ. Wir geben jemandem eine Gabe, die er nicht verdient hat. Liebe, super, also sehr kreativ und gut. Aber etwas fehlt noch. Sitzt ihr gut? Haltet ihr euch fest? Wir nennen das auch Bestechung. Wir geben jemandem eine Gabe, die er nicht verdient hat. Das ist auch die Definition von Bestechung. Wow, jetzt merkt ihr, das ist wirklich ein ganz anspruchsvolles Thema. Die Alten wussten, die Antwort auf diese Frage, kann denn Liebe Sünde sein? Nämlich mit einem Ja, das kann sie sein. Natürlich, die perfekte Liebe von Gott kann das nicht sein, aber es braucht eben eine ganz große Kompetenz, dass es dann auch diese perfekte Liebe von Gott ist. Ich möchte heute von zwei ganz alten Büchern, weit über 1000 Jahren erzählen. Das eine Buch,
das heißt Physiologus. Und dort hat man das Wissen der Antike über die Natur, über die Tiere gesammelt und hat es christlich gedeutet. Und ich habe noch nie davon gehört und doch kennt ihr Beispiele daraus. Die einen mehr, die anderen wenig. Im Physiologus heißt es zum Beispiel, altes, antikes Naturwissen, das Krokodil schnappt den Menschen und frisst ihn von den Füßen her auf. Und wenn nur noch der Kopf rausschaut, dann fängt es an, diesen armen Menschen zu bedauern. Und weint große Tränen über diesen Menschen. Und wenn es geweint hat, dann schluckt es ihn ganz hinunter. Wie nennen wir diese Tränen? Krokodilstränen. Das kommt aus dem Physiologus. Und im Physiologus, da steht auch die Äffin. Die Äffin hat immer 2 Junge. Das eine liebt sie, das ist ein Bild aus einer Kirche, so etwa 500 Jahre alt, von einer Äffin mit ihrem Jungen. Das eine liebt sie und das andere hasst sie. Und das eine liebt sie und drückt sie und kümmert sich und macht es, bis es keine Luft mehr hat und stirbt. Und das, was sie hasst, das hat genügend Raum zu überleben und wird dann erwachsen. Und wie nennen wir diese Liebe? Physiologus, ihr kennt das Buch nicht, aber ihr kennt das auch. Das ist die Affenliebe. Ja, das ist die Affenliebe. Die hat natürlich nichts mit den Affen zu tun, aber so hat man das eben verstanden und dann auch so gedeutet. Und die Affenliebe ist ganz offensichtlich, also die tötet. Natürlich ist die Sünde. Und jetzt haben wir im Jakobusbrief, jetzt die nächste Folie, haben wir im Jakobusbrief, das ist völlig erschlagend, das ist die ganze Stelle 2,1 bis 13, wo ich darüber predige. Wir nehmen die jetzt in Happen, haben wir so eine Stelle und der Jakobus, das ist ein Schlauer und der ist ja, sehr, sehr, sehr kompetent und mutet seinen Empfängern, die den Brief lesen oder hören, mutet er sehr viel zu. Er redet gleich zu Glaubenden, also das ist für ihn kein Thema, wie kommt man zum Glauben, interessiert ihn nicht, sondern wie kommt man zum Glauben, sondern wie glaubt man dann? Also da könnte man auch sagen, kompetent glauben und das ist ja eure Predigtreihe. Und jetzt, meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person, ohne parteiisch zu sein. Denn wenn in eine Synagoge, das ist so ganz jüdisches Christentum, wie unsere Wurzeln ganz jüdisch sind, da heißt die Gemeindeversammlung nicht Ekklesia, sondern sie heißt Synagoge. Denn wenn in eine Synagoge, also das heißt auch Zusammenkunft, von euch ein Mann mit goldenem Fingerring in prächtiger Kleidung hineinkommt, aber auch ein Bettler in schmutziger Kleidung hineinkommt, das konnte ich jetzt nicht spielen, also ihr wart alle super angezogen, aber ihr nehmt Rücksicht auf den, der die prächtige Kleidung trägt und sagt, du da, setz dich hier hin auf den guten Platz. Und zu dem Bettler sagt ihr, du da, stell dich dort hin oder setz dich unterhalb meines Fußschemels hin. Oder ich habe hier schon alles vorbereitet. Habt ihr dann nicht in euch selbst ein Urteil gefällt und seid zu Richtern von bösen Entscheidungen geworden? Also das, was ich versucht habe zu spielen, und wenn Doris sich nicht so schnell gesetzt hätte, ich hätte sie auch noch versucht, mit Liebe zu überschütten, verbal. Aber habt ihr gemerkt,
Und ich kenne jetzt zum Beispiel eine Gemeinde in Deutschland, die hat so einen Stil. Man sieht eigentlich, oder gewisse sehen nur die sie schon ganz gut kennen und die gerade wichtige Funktionen im Gottesdienst haben. So, wie schnell passiert das? Und hier geht es noch, und das konnten wir auch nicht spielen, hier geht es noch um einer, der einen goldenen Ringfinger hat und jemand, der ganz offensichtlich zu den Armen gehört. Und es heißt nicht, dass der Arme unhöflich begrüßt wird, aber es hat einfach keinen Platz mehr auf diesen Sitzstufen, die so rund um die Synagoge herumgehen. Und du kannst, hey, super, dass du da bist. Ja, du kannst dich da nach hinten stellen. Hat es ja noch Platz, hinter den Letzten, die sitzen, hat es ja noch einen Platz. Oder wenn dir das nicht passt, kannst du dich auch setzen auf den Boden. Hier wäre sogar ein bisschen vornehm gewesen, noch mit einer Sitzkante. Und der Jakobus sagt, das ist nicht nur eine inkompetente Liebesentscheidung, obwohl vielleicht sich das für mich, doch Herbert, das hat sich also schon zu richtig Liebe angefühlt dir gegenüber. Bei euch hat es, durch dass die 2 da waren, hat es offensichtlich viel problematischer ausgesehen. Jakobus sagt nicht, das ist inkompetent, sondern sagt, Peter, du hast da eine ganz böse Entscheidung gefällt. In dem Moment, wo beide von beiden Seiten her hochgekommen sind, hast du eine echt böse Entscheidung gefällt und du kannst dir deine Liebe gegenüber Herbert sonst wohin stecken. So ungefähr so. Das ist seine Aussage. Das ist parteiisch. Du hast jemand bevorzugt. Aber es wäre nicht Jakobus, wenn das Ganze jetzt nicht noch komplizierter würde. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen in der Welt auserwählt, reich im Glauben und Erben des Königreichs zu sein, welches Gott denen verheißen hat, die ihn lieben? Also so, allen hat Gott das verheißen, die ihn lieben, nämlich reich im Glauben und Erben des Königreichs zu sein, also das zu bekommen, was Gott gehört. Aber offensichtlich bevorzugt Gott da eine Gruppe. Also du hast den einen bevorzugt, das war eine böse Entscheidung und bevorzuge niemand und jetzt, aber wenn es dann doch darum geht, dass Gott jemand bevorzugt, dann bevorzugt er die Armen, die draußen stehen, die in Zukunft die Synagoge, die Versammlung nicht mitfinanzieren können und so weiter. Das schwingt alles mit, alles auch irgendwie existenziell. Nein, Gott bevorzugt die Armen. Und wisst ihr, es ist so krass, oder wir und dann in der Theologie und in Deutschland und in der Schweiz und in Europa, der Glauben geht zurück und die Kirchenaustritte hören nicht auf und es ist nur noch eine Minderheit und so weiter. Dann geht ihr aber in die Länder, wo wirklich Armut herrscht und da sieht man, wie Gott dieses Wort wörtlich erfüllt. Afrika, ein Kontinent voller Glauben, voll ganz viel auch christlichem Glauben, wo wir nur hingehen können, wenn das irgendwie möglich ist und etwas lernen können, wie Gott wirkt und wie einfach es sein kann, dass ein ganzes Volk glaubt. Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt über euch üben und die euch vor Gericht ziehen? Hört mal, seid ihr eigentlich blöd? Natürlich haben die nicht gedacht, dass sie blöd sind, sondern da kommt ein ein potenzieller Sponsor für die Gemeinde. Nee,
Es sind doch die Reichen, die mit euch Streitigkeiten führen, die euch noch mehr wegnehmen wollen und so weiter. Seid ihr eigentlich blöd? Verlästert nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen ist? Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr gut. Wenn ihr aber parteiisch seid, so bewirkt ihr Sünde und seid durch das Gesetz als Übertreter überführt. Also wenn ihr parteiisch seid, wenn ihr jemand bevorzugt, dann seid ihr Sünder. Also Peter, was du da vorher so angebahnt hast, das geht nicht in die Richtung von inkompetenter Liebe, sondern das geht richtig in Richtung von Sünde. Und wenn das dann noch die Armen sind, die Armen von der Straße, dann ist es definitiv Sünde. Kompetent lieben. Wenn sich deine Liebe so als Liebe anfühlt, heißt es noch lange nicht, dass du kompetent liebst. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber bei einem einzigen Gebot fällt, ist an allem schuldig geworden. Denn der sprach, du sollst nicht Ehe brechen, der sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Das ist völlig crazy und das versteht man zuerst einmal nicht. Hallo? Jetzt geht es darum, dem einen den Platz zu geben und den anderen nicht, wenn nur noch eigener Platz frei ist. Das ist völlig... Und jetzt redest du, okay, du hast da nicht die Ehe gebrochen, aber getötet. Und das ist damals im Judentum, wir haben das auch bei Jesus in der Bergpredigt, ist es so, wenn du jemanden beschämst, gilt das ganz streng genommen wie Mord. Du wirst natürlich nicht offiziell für Mord verurteilt, aber es ist wie Mord. Die Rabbiner, die jüdischen Gelehrten haben später gesagt, jemand öffentlich zu beschämen, bei Jesus ist das Schimpfworte zu sagen, ist wie Mord. In Matthäus 5, jemand öffentlich zu beschämen, ist Mord. Denn wenn du jemanden das Messer in den Bauch steckst, wie wird seine Gesichtsfarbe mit der Zeit? Wenn du jemanden öffentlich beschämst, wie wird seine Gesichtsfarbe mit der Zeit? Siehst du, beide werden bleich, also pass auf, öffentlich zu beschämen, und das ist ja öffentlich gewesen und eine Beschämung, oder? Das ist wie Mord. Und dann kann es sich für dich noch lange als Liebe anfühlen. Und die Ehebrechen, das ist auch wieder ein Bild für die Gottesbeziehung, wo die Gemeinde, die Braut von Jesus Christus ist. Ich habe vorher nichts gegen die Gottesbeziehung getan, aber das nützt dir nichts. Du hast etwas gegen die zwischenmenschliche Beziehung getan und damit hast du auch das ganze Gesetz gebrochen. Ist ziemlich hart. Und dann kommen die Schlussverse, also du sollst nicht parteiisch sein, niemand bevorzugen, aber wenn es eine Bevorzugung gibt auf dieser Welt, dann von Gott, von den Armen. Und jetzt, okay, denn so handelt so als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Handelt gerecht. Und das, was ich vorher getan habe, war ungerecht. Denn das Gerichtsurteil wird unbarmherzig sein gegenüber dem, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und das ist auch wieder, das sind so Sätze, die sind so ultra kurz und es ist für uns heute schwierig, sie zu verstehen. Aber, jetzt bräuchte ich einen zweiten Stuhl, aber ich erkläre das, dass wenn du einfach immer nur gerecht handelst, dann wird Gott sagen, sagt der Jakobus,
dann wird Gott sagen, okay, zuletzt werde ich dich auch gerecht beurteilen. So. Und dann, wer nicht Barmherzigkeit getan hat, sondern nur Gerechtigkeit, der wird nach Gerechtigkeit beurteilt. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und jetzt seid doch barmherzig. Und barmherzig ist im Gegensatz zu wie ich vorher war. Und barmherzig ist ein kompetentes Bevorzugen von Menschen, die es besonders gebrauchen. Also bevorzuge nicht, so wie vorher, besteche nicht. Aber wenn es dann hart auf hart geht, dann sei barmherzig, wo du barmherzig sein kannst. Schaue die Menschen besonders an, nicht alle gleich, sondern schaue die Menschen besonders an, die es besonders brauchen und wende dich ihnen besonders zu. Und dann wird zuletzt Gott sagen, okay, war der jetzt immer gerecht? Nimm mal meinen Maßstab von Gerechtigkeit. Und dann werden Leute rufen, hallo Gott, der war so barmherzig. Und dann wird Gott sagen, okay, dann kann ich mich nicht lumpen lassen. Dann muss ich ja den Maßstab der Barmherzigkeit anwenden. Wir haben das auch im Lukas-Evangelium in diesem seltsamen Gleichnis vom ungerechten Haushalter, der den Besitz seines Herrn nimmt und ihn verschwendet. Aber da ist natürlich gemeint, der Besitz unseres Herrn, das ist die Liebe. Und der nimmt die Liebe und verschwendet sie. Und zuletzt sagen alle, die davon profitiert haben, der war so barmherzig. Der hat uns so beschenkt. Gott sei auch barmherzig ihm gegenüber. Und da gibt es in einem anderen, auch über 1000-jährigen Buch eine Geschichte, der Gesta Romanorum. Heißt die. Aber wichtig ist diese Geschichte, ihr müsst die nicht lesen können, sondern ich lese euch diese Geschichte vor. Es war einmal ein Ritter, der die Jagd über alles liebte. Eines Tages geschah es, dass er sich aufmachte, um zu jagen. Da kam ihm ein hinkender Löwe entgegen und streckte ihm seine Tatze entgegen. Der Ritter stieg vom Pferd, zog ihm einen spitzen Dorn aus der Tatze und behandelte die Wunde mit einer Salbe. Dadurch wurde der Löwe wieder gesund. Später aber jagte der König jenes Landes zufällig in denselben Wald, fing den Löwen und hielt ihn viele Jahre lang bei sich gefangen. Weshalb hat das der Ritter nicht getan? Barmherzigkeit kann man nicht immer erklären. In dem Moment, wo dieser Löwe so am Leiden war, war er einfach barmherzig, obwohl er auf der Jagd war und hat ihm diesen Dorn gezogen. Der Ritter erhob sich gegen den König, wurde richtig böse und suchte Zuflucht in demselben Wald. Alle, die des Weges kamen, beraubte und tötete er. Der König aber konnte ihn gefangen nehmen und fällte folgenden Spruch über ihn. Ja, was kommt jetzt? Er sollte einem Löwen zum Fraß vorgeworfen werden, damit er den Ritter verschlänge. Als der Ritter, und das ist jetzt Gerechtigkeit für den, der das getan hat, was der alles getan hat. Als der Ritter in die Grube geworfen worden war, hatte er große Angst und wartete auf die Stunde, wo er gefressen werden sollte. Der Löwe aber betrachtete ihn ganz genau und als er ihn erkannt hatte, gab er ihm seine Freude zu erkennen und blieb 7 Tage lang ohne Futter, was für einen Löwen ziemlich viel ist. Als dies dem König zu Ohren gekommen war, staunte er, ließ den Ritter aus der Grube ziehen und sprach zu ihm: Sag mir, mein Freund, wie kann es sein, dass dir der Löwe nichts zuleide tat? Der Ritter entgegnete: Herr, ich ritt zufällig durch den Wald, da kam mir dieser Löwe hinkend entgegen. Ich zog ihm einen Dorn aus der Tatze und hielt seine Wunde. Deshalb glaube ich, tut er mir nichts. Da dir der Löwe nichts getan hat, werde auch ich dir Schonung gewähren. Du musst dich nur darum bemühen, dein Leben zu ändern, hat der König dem Ritter gesagt. Der Ritter dankte dem König und wurde daraufhin in allen Dingen ein besserer Mensch und er beendete seine Tage in Frieden. Ja? Gerecht war, dass er in die Löwengrube geworfen
geworfen worden wurde. Und dort zeigte es sich, dass er in seinem Leben vor allen Schandtaten, aber auch barmherzig war. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, sagt Jakobus. Liebeskompetenz, die nächste Folie. Liebe so, wie Jesus geliebt hat. Liebe heißt sich hingeben. Jesus hat das Leben für uns hingegeben. Das ist die totale Hingabe. Und jetzt überleg das mal einfach logisch weiter. Auch wenn du total lieben willst, wie oft kannst du dich ganz hingeben? À la Jesus, what would Jesus do? Die Antwort ist einmal. Wie Jesus, dann bist du tot. Also so will unsere Liebe mit Verstand gelebt werden. Wir müssen prüfen, wo wir uns wie stark hingeben, weil wir begrenzte Menschen sind. Auch Jesus musste das. Und dann kam die syrophönizische Frau und sagte, Hilfe für meine Tochter. Und Jesus sagt, nee, ist nicht mein Auftrag. Sie war aber sehr schlau und aktiv, hat nicht aufgegeben und hat dann Jesus dazu gebracht, auch ihr gegenüber etwas zu tun und die Tochter zu heilen. Aber Jesus konnte sich auch abgrenzen. Wo hat Jesus sich nicht hingegeben? Denken wir mal an die Tempelreinigung. Wo hat er zuerst Nein gesagt? Wo hat er mit seiner Liebe die einen gesegnet und geheilt und die anderen zur Weißglut gebracht? What would Jesus do? Das wird eigentlich noch anspruchsvoller, wie unser lieber Jakobus ist. Jetzt habe ich den Menschen, die ich so liebe, habe ich so viel weitergegeben. Jetzt lege ich mich ins Schiff und schlafe. Ziehe mich zurück. Jetzt ist es an ihnen selber zu handeln, wenn der Sturm kommt. Und die Jünger schaffen das nicht. Aber wie schwierig ist es, Kinder zu lieben und wie schwierig ist es, sie zu lieben, wenn sie größer werden. Und wenn wir es perfekt machen, dann erdrücken wir sie vielleicht. Dann sagen sie, wir haben zu wenig Freiheit gehabt und leiden ein Leben lang darunter. In einer Beziehung, in einer Ehe. Ich tue alles für den anderen und zuletzt nehmen wir ihn dadurch die Freiheit und müssen in Therapie und so weiter. Wie schwierig ist es zu lieben? Ich glaube, Jesus hat alles aus Liebe getan. Da war einer in der Synagoge, hatte eine verdorrte Hand. Und Jesus hat ihm nicht gesagt, du, es ist Sabbat, das provoziert alle, wenn ich jetzt heile. Du weißt ja, wo ich wohne, komm heute Abend vorbei, da ist der Sabbat vorbei. Sondern er hat ihn geheilt, um die Leute zu provozieren. Um die frommen Leute zu provozieren. Liebe kann heißen, wenn wir auf Jesus schauen, mal nicht zu helfen, sondern die Schüler selber machen zu lassen. Liebe kann heißen, fromme Leute so richtig zu provozieren. Liebeskompetenz ist etwas, wo wir ein ganzes Leben lang lernen und üben können. Überleg dir mal, wo hat deine Liebe dazu gedient, ein klares Wort zu vermeiden, den Konflikt zu vermeiden, die Wahrheit nicht zu sagen, weil sie einfach wehtut, und zwar dir selber wehtut, wenn du einen Konflikt provozierst, obwohl es Liebe gewesen wäre, aber es fühlt sich an, als ob es nicht so ist. Im Philipperbrief betet Paulus, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung,
sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Das ist ziemlich wörtlich. Er betet nicht für mehr Liebe, sondern für mehr Liebeskompetenz. Aber sobald das einfacher übersetzt ist weg und zum Beispiel Basisbibel. Und das ist es, worum ich bete, eure Liebe soll weiter wachsen. Ihr habt noch nicht genug Liebe. Nein, es geht dem Paulus in einem ganzen Brief um die Steigerung der Liebeskompetenz. Jakobus ist ganz praktisch und fordert uns heraus. Von wem erhofft ihr, dass er euch etwas bringt? Und deshalb liebt ihr ihn besonders leicht? Wem schenkt ihr Liebe? Mit welcher Erwartung schenkt ihr Liebe? Erwartet ihr ein Return of Invest, wenn ihr Liebe investiert? Wer braucht eure Liebe? Wie könnt ihr eure Liebe einteilen? Liebe deinen Nächsten. Das heißt im Hebräischen, liebe deinen Nachbarn. Und ich habe einen Nachbarn und das ist echt schwierig. Und nur weil in der Bibel solche Verse stehen, zwinge ich mich, all 2 Monate bei ihm vorbeizugehen. Die ganze Nachbarschaft macht das nicht, weil ich könnte jetzt eine halbe Stunde wörtlich sagen, was er mir jedes Mal sagt. Aber er ist ganz einsam. Und all 2 Monate ist vielleicht viel zu wenig. Liebe deinen Nachbarn. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Was hast du für eine Prioritätenliste? Wo gibst du mehr Liebe? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie sieht es mit der Liebe gegenüber dir selber aus? Jakobus, Liebeskompetenz heißt, bevorzuge niemanden. Das kann richtig Sünde werden. Und dann doch wieder, bevorzuge die Armen, die außen stehen, die am Rande sind, die nicht sowieso schon dazugehören, die dir auch in Zukunft höchstwahrscheinlich nichts bringen werden. Sei barmherzig zu allen. Ich möchte, wenn die Band jetzt spielt, noch mit euch beten. Wir beten gemeinsam. Himmlischer Vater, du hast uns durch Jesus Christus deine Liebe offenbart und du hast uns deine große Liebe geschenkt. Deine Liebe ist ausgegossen in unseren Herzen und wir bitten dich, dass du uns führst und leitest durch deinen Heiligen Geist und durch dein heiliges Wort in der Bibel, dass wir deine Liebe immer kompetenter weitergeben, dass wir aufhören, die Menschen zu übersehen, die du uns über den Weg führst, dass wir aufhören, den Unterschied zu machen. Es bringt uns etwas, wenn wir diese Person lieben, es bringt uns nichts, wenn wir jene Person lieben. Wir bitten dich, dass wir erkennen, wer unser Nächster ist und dass wir nicht die Fernen lieben, sondern die Nahen, die du uns in die Nähe stellst. Wir bitten dich um deine große Liebeskompetenz, aber auch um deine Freude, kompetent zu lieben, nicht parteiisch zu sein, die Armen zu bevorzugen. Amen.